Guten Morgen. Heute gibt's, wie heisst das Ding? Railway Empire 2. Das 1 habe ich mal gespielt, bin überhaupt nicht schlag gekommen. Testen wir mal das 2. Relativ günstig können erwerben. Hat mir schon auch mal gelustet. Zeug einfach hat enorm viel Zusatz, DLCs. Können wir das Spiel starten? Ohne. Danke. Okay, das ist noch ein bisschen laut. Gameplay. Wo haben wir? Steuerung, Darstellung, Grafik, Audio. Ah, Jesus Gott. So, okay. Ab auf 50%. So, 51 geht da. Passt. Einfach Musik muss fort. Gibt es wieder so ein Urheberrechtsproblem? Spielhilfen, Tooltips, spielbezogene Zeitungen. Ja. Das ist gut. Steuerung. Da lernen wir es etwa, wie es da muss sein. Sprache Deutsch. Einfach mal probieren. He? Beginne deine Reise auf Sterne schwingen. Railway Empire 2 Steel Dragons. Das habe ich gar nicht. Chinas. Ah, okay. Shop öffnen. Nein, wollte ich nicht. Okay. Jetzt machen wir doch einfach mal ein Tutorial. In diesem Tutorial lernen Sie die Grundlagen der Bedienung kennen. Außerdem kennen Sie welche Bedeutung die erstmal versteht und okay, das Wort verstanden. Oh, jetzt gibt es sogar neue Skins. Absolut spannend. Ja, irgendwo müssen sie ja Geld verdienen, offensichtlich. Sei gegrüßt. Ja, Ich salut. habe dich schon erwartet. Ich bin Laurens van der Zwaag und möchte dir helfen, dich in der Welt der Eisenbahn zurechtzufinden. Von mir erfährst du alles, was du für den Aufbau eines erfolgreichen Transportunternehmens wissen musst. Möchtest du mit den Transporten von Passagieren, Post und Fracht Geld verdienen, musst du natürlich verstehen, wo der Bedarf für neue Eisenbahnstrecken am größten ist. Das ist beispielsweise dort, wo Güter produziert werden. Sieh dir Aha. dazu die Karte an. Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoom-Stufe. Also, links, rechts, hoch und Und herzu, jetzt rechts. drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Mit Q und E, hä? Sehr gut. Nun schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento genauer an. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, Post und Reisende. Für diese Güter besteht ein Transportbedarf zu anderen Städten. Die Betriebe auf dem Land erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, die ebenfalls von den Städten benötigt werden. Solange Ah, keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Das Transportvolumen ist daher nicht sehr hoch. Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe, die bisher zu weit voneinander entfernt waren, miteinander verbunden werden. Die bessere Warenversorgung lässt die Städte wachsen. Auch die Betriebe auf dem Land wachsen, da sie mehr Waren absetzen können. Schau dir das ist mal doch super. Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Bewege mal den Fokus auf die Stadt, dann siehst du, was sie derzeit für den Export an andere Städte produziert. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post- und Exportwaren. Einiges davon ist für San Francisco vorgesehen. San Francisco hat wiederum Güter für Sacramento. Du sollst jetzt eine Bahnverbindung zwischen den beiden Städten errichten, um diese Transporte übernehmen zu können. Das Errichte ist dann gut. zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Öffne den Gebäudebau, um ihn auszuwählen, und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Also, Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco Bahnhof. zeigen. Gültiger Bereich. Also, wo muss es herzeigen? Nach irgendwie so, hä? Einfach jetzt so bauen, oder was? Gebäude drehen mit... No.
Bahnhof. So. 8 Gleise, okay. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof nach dem Bau mit bis zu 2 Zusatzgebäuden und 7 Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. Nun errichte den zweiten Bahnhof in San Francisco. Bewege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. Wo ist der Südosten? Südosten. Habe ich einen Kompass? Ja, keine Ahnung, wo Südosten ist. Können wir den hier so... Achso, hä? Ja, ja. Also, jetzt müssen wir den drehen. Das ist mit dem No, hä? So. Muss auch gut. So ist tippitoppi. Bauen wir jetzt einfach mal hierher. So, zack, bumm. Sehr gut. Und nun errichte eine Gleisverbindung zwischen den beiden Städten. Habe ich so Öffne dazu Rechtsklick? den Modus Gleisbau Ah, und okay. wähle nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Das Die da, hä? Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Ah, also. Gleisbau. Da. Nach. Das Da. Vorschaugleis folgt dem kürzesten Weg. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. Um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, indem du das Gleis anwählst. Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten. Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Aha. Bestätige dann den Bau. Also kann ich es jetzt so ziehen, oder nicht? So. Also jetzt sind wir da. 175 Kilometer, 1,46 Millionen Wiewer. Einfach alles in die Luft durchgebaut, oder was kann ich so absenken? Hä? Ist das clever? Wie viel hat es vorher gekostet? Kann ich es rückgängig machen? Nicht. Bahngebäude, Weichenkopf, Gleisausrichtung. Ah, nicht. Höhenlinien anzeigen. Ja, und? Höhenlinien wieder auszeigen. Also wenn jetzt da wieder, da wieder zurückziehen. So ist gut, oder? Jetzt kannst du das 5, Fenster schließen. Was? Wieso kann ich nicht? Das ist aber nicht so toll, wenn ich es gemacht habe. Mach das rückgängig. Das ist zwar eine wunderbare Schiene, aber Planung umsetzen geht nicht. Planung zentrieren. Planung löschen. Ah. Planung löschen. Ah. Wieso kann ich die Planung nicht löschen? Wieso nicht? Kann ich das löschen? Ich will doch die Planung so nicht. So ist doch scheiße.
das dann auch nicht besser, oder? Was ist das für ein doofes Baumenü? Ähm. Ach komm schon. Können wir einfach nochmal von vorne anfangen? Das ist nicht gut gekommen. Abreißen. Abreißen. Schließen. Abreißen. Ist ja schon cool, aber gleich, nein. Diese Kurve ist zu eng. Ja, das ist nicht mein einziges Problem. Das Ding ist schon viel zu hoch. Das ist gut. Also, wie kann ich das jetzt abbrechen? Das geht nicht, he? Mit Alt F4, he? Gut. Mano, echt jetzt? Also, neuer Versuch. Ja, ist ja super gegangen. Du einfach das Spiel starten. Wir probieren es jetzt nochmal von vorne. Tutorial. Grundlagen. Tutorial starten. Wehe, du tust dort weiterfahren. Sei Gut. gegrüßt. Ja, das Ich kennen habe wir dich jetzt schon schon. erwartet. Wir müssen es Ich bin überspringen. Aurens van der Zwag. Möchtest du mit den Transporten von Ja, Passagieren, Post und Fracht Geld verdienen, musst du natürlich verstehen, sieh dir ja. dazu die Karte an. Bewege die Karte mal in alle Richtungen und ändere die Zoom-Stufe. Gut Und gemacht. jetzt drehe die Kamera mal in alle Richtungen. Gut, habe ich Sehr gemacht. gut. Nun schau dir mal die Gegend um die beiden Städte San Francisco und Sacramento. Habe ich gemacht. Entscheidend für das Transportgeschäft sind Städte und Landbetriebe. Städte erzeugen Fabrikwaren, die Ja, Betriebe auf dem Land ja. erzeugen Grundwaren und Rohstoffe, Ah, die komm. ebenfalls von den Kann ich nicht Städten alles benötigt überspringen? werden. Solange keine Eisenbahnlinien existieren, müssen alle Güter auf einfachen Landstraßen transportiert werden. Doch diese Transporte überbrücken keine großen Entfernungen, sind mühsam und langsam. Durch die Eisenbahn können die alten Transportwege ersetzt werden. Außerdem können Städte und Betriebe... Schau dir mal Sacramento genauer an. Unter dem Namen wird die Größe der Stadt angezeigt. Mhm. In Sacramento entstehen täglich Reisende, Post- und Exportwaren. Errichte zunächst einen Bahnhof in Sacramento. Okay, ein Öffne den Bahnhof. Gebäudebau, um ihn auszuwählen und bewege ihn dann auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebietes von Sacramento. Drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach San Francisco zeigen. Ah, komm, so ist gut. Übrigens lässt sich jeder Bahnhof nach dem Bau mit bis zu 2 Zusatzgebäuden und 7 Gleisen erweitern. Bestimmte Gebäude wie Fabriken können dem Ausbau der Gleise allerdings entgegenstehen. Baue den Bahnhof daher nicht zu nah an diesen Gebäuden. Nun errichte den zweiten Bahnhof in San Francisco. Bewege den Bahnhof auf eine gültige Position innerhalb des Stadtgebiets und drehe ihn am besten so, dass die Gleise nach Südosten zeigen, damit du im nächsten Schritt gut um die Bucht herumkommst. Ja, Sehr ja. gut. Und nun errichte eine Gleisverbindung zwischen den beiden Städten. Öffne dazu den Modus Gleisbau Gut, bin und ich wieder so wähle weit. nacheinander bei beiden Bahnhöfen das erste Bahnhofsgleis an. Die Bahnhöfe werden dann verbunden und die gesamte Strecke wird dir als Vorschau angezeigt, die du noch modifizieren kannst. Das Also kannst du Vorschaugleis zu folgt 100. dem kürzesten Weg. Dieser ist aber nicht immer möglich und oft nicht die günstigste Lösung. Vor allem Tunnel und Brücken können sehr teuer sein. Mhm. In der Übersicht kannst du sehen, wie sich die Gleisbaukosten zusammensetzen. Um den Verlauf eines vorgeschlagenen Gleises zu verändern, kannst du Gleispunkte einfügen und diese dann verschieben. Setze nun einmal einen solchen Gleispunkt, indem du das Gleis anwählst. Optimiere nun die Kosten der Strecke mit der Hilfe von Gleispunkten.
Achte darauf, dass sich Länge, Steigungen sowie enge Kurven negativ auf die Reisezeit deiner Züge auswirken werden. Bestätige dann den Bau. Also wieder ein bisschen 108. So. Komm, bau das Ding. Sehr gut. Die Strecke wurde gebaut und kann sofort verwendet werden. Nun richte eine Zuglinie ein. Also muss der Zug haben, hä? Füge nun deine neuen Bahnhöfe der Zuglinie hinzu, indem du sie nacheinander anwählst. Es Also, genügt, wenn die Zuglinie 2 Stationen hat. von da nach da. Nun weise der Zuglinie den Typ der Lokomotive zu, den alle Züge verwenden sollen. Im Moment hast du Lokomotive. nur eine Lokomotive zur Auswahl. Nun lege fest, wie Grasshopper. viele Züge auf der Zuglinie fahren sollen. Für den Anfang genügt ein Zug. Die Anzeige sagt dir, wie viele Züge derzeit aktiv sind und wie viele du angefordert hast. Für Aha. jeden Zug musst du die Kosten für die Anschaffung der Lokomotive bezahlen. Ja, Bestätige easy. nun diese Kosten. Ja, Fantastisch! Die Zuglinie wird nun sofort eingesetzt und ist bald schon unterwegs. Schließe nun den Bearbeiten-Modus, um dir die Zuglinie in Aktion anzusehen. Zoome mal an den Zug heran und beobachte, wie er beladen wird. Der Zug lädt Waren, Passagiere und Post ein, die für die andere Stadt bestimmt sind. Warten wir mal ab, bis der Zug die andere Stadt erreicht. Übrigens kannst du die Spielgeschwindigkeit jederzeit erhöhen. Außerdem läuft das Spiel schneller, wenn du rauszoomst. da. Das ist nicht gut da, hä? Also komm, gib dir Gas. Ui, ui, ui. Was hat er eigentlich geladen? Hat er irgendetwas geladen? Ah, Fleisch hat er geladen, hä? Ein Göfferli und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fleisch. Der Zug ist angekommen und wird entladen. Die Zahlen, die über dem Zug aufsteigen, sind die Transporterlöse. Dies ist die wichtigste Einnahmequelle für dein Unternehmen. Allerdings erzeugt jeder Zug auch Kosten für Personal und Wartung. Doch dazu später mehr. Beobachte das Ganze ruhig noch ein wenig. Dann endet dieses Tutorial. Cool. Ja, komm, wir machen das nächste schon noch grad. Das nächste. Hallo! In dieser Lektion möchte ich dir einige zusätzliche Informationen zum Gleisbau geben. Die Grundlagen kennst du ja schon. Doch ich habe noch ein paar wichtige Tipps. Betrachte zunächst den Viehbetrieb mit der Straßenverbindung nach Sacramento. Die Straße sagt uns, dass der Betrieb Güter an die Stadt liefern kann. In diesem Fall Vieh an die Fleischindustrie. Doch der Transport über Straßen ist langsam und begrenzt. Sacramento könnte mehr Fleisch produzieren, wenn die Stadt mehr Vieh erhalten würde. Daher sollst du nun eine Bahnverbindung zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento einrichten. Damit ein Landbetrieb einen Bahnhof nutzen kann, muss der Bahnhof in der Nähe errichtet werden. Dies wird dir mit Hilfe einer Linie vom Betrieb zum Bahnhof angezeigt.
Also so die drei, hä? Das ist viel gewesen. So, hä? Okay, da habe ich noch Bett betrieben. Sehr gut. Korrekt. Und nun errichte eine Strecke zwischen dem neuen Bahnhof und dem Bahnhof in Sacramento. Nutze in Sacramento aber nicht die beiden ersten Bahnhofsgleise, denn die benötigen wir noch für die Verbindung nach San Francisco. Aha, und wie mache ich das jetzt? Also wir nehmen das. Und hier gehen wir auf das erste. Schön. Doch bevor du die Strecke errichtest, möchte ich dir erläutern, wie du die Höhe eines Gleises beeinflussen kannst. Ja, das ist auch Füge dazu interessant. einen Gleispunkt auf der Strecke ein und verändere seine Höhe. Die Bedienung dazu wird dir unten am Bildschirmrand angezeigt, sobald du den Fokus über den Gleispunkt bewegst. Höhenlinien anzeigen. Also mit anklicken. Gleispunkt entfernen, Gleispunkt Höhe ändern. Ah, Shift. Mit der Höhe eines Gleispunkts kannst du Tunnel, Brücken und Steigungen beeinflussen. Optimiere das Gleis nun so, dass keine Tunnel oder Brücken benötigt werden und das Gleis eine Länge von weniger als 250 Kilometern, 160 Meilen hat. Dann bestätige den Gleisbau. Ist gut, oder? Ausgezeichnet. Nun richte eine Zuglinie zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento ein. Erstelle dazu eine neue Zuglinie mit den beiden Bahnhöfen, wähle eine Lokomotive und einen Zug und bestätige die Kosten. Also dann haben wir mal da Locking. Und dann brauchen wir einen Bahnhof. Hä? So, nach Sacramento. Zug rein, bestätigen. Das wäre Okay. geschafft. Die Zuglinie kann ihren Dienst aufnehmen. Doch angenommen, der Bedarf an Vieh wird so groß, dass ein Zug auf dieser Linie nicht ausreicht. Dann müsstest du einen weiteren Zug einsetzen. Das geht derzeit aber nicht, denn die Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Daher Aha. sollst du nun ein Ausweichgleis errichten und Fahrtrichtungen festlegen, damit zwischen dem Viehbetrieb und Sacramento mehrere Züge operieren können. Öffne dazu wieder den Gleisbaumodus. Also Wähle nun das Gleisbaumodus. Gleis an der markierten Position an, um eine Weiche einzufügen. Gleisplanung. Weiche. Jetzt Da. wird es knifflig. Du sollst das neue Gleis als Parallelgleis an das bestehende anlegen. Parallelgleise sind nämlich viel billiger und bieten dir viele Vorteile. Bewege dazu deinen Cursor auf die markierte Position und achte darauf, dass am Cursor das Symbol für das Parallelgleis erscheint. Dann Ja. bestätige die Position. Sehr gut. Nun wird das Gleis als paralleles Gleis weitergebaut. Wähle nun die letzte Position für dein Ausweichgleis in der Nähe des Viehbetriebs an. Mhm. Du wirst dann als Vorschau das komplette Gleis mit 2 Weichen sehen. Dann Ah, so. bestätige den Bau und bezahle dieses Gleis. Nun musst du den beiden Parallelgleisen Fahrtrichtungen vorgeben, denn sonst wählen deine Züge immer den kürzesten Weg und nutzen nicht das Ausweichgleis. Aha. Öffne nun den Richtungsmodus und wähle beide Gleise mehrfach an, sodass sie unterschiedliche Richtungen bekommen. Sehr gut. Nun können deine Züge auf dem einen Weg hin und auf dem anderen zurückfahren. Zoome doch mal ganz nah an eine der neuen Weichen heran und wirf einen Blick auf die Signale, die durch die Weichen und die Fahrtrichtung automatisch entstanden sind. Diese Signale legen Fahrtrichtungen fest und teilen den Zügen mit, wo sie halten sollen, wenn der vor ihnen liegende Gleisabschnitt bereits besetzt oder reserviert ist. Doch im Okay. Moment brauchst du auf dieser Strecke keinen zweiten Zug, denn deine Zuglinie kann jetzt schon viel mehr Vieh transportieren als die bisherige Landstraße. Natürlich. Dadurch kann die Fleischindustrie in Sacramento mehr Fleisch produzieren, wovon auch deine Zuglinie nach San Francisco profitiert. Diese Zugverbindung wollen wir uns jetzt mal genauer ansehen.
Öffne einmal den Stadtdialog von Sacramento, indem du das Stadtgebiet von Sacramento anwählst. Du kannst alles anwählen, nur keine besonderen Gebäude. Hier werden wichtige Informationen zur Stadt angezeigt. Ganz oben werden die Einwohner der Stadt angezeigt. Darunter steht, wie viele Waggons mit Waren die Einwohner und die Industrien in der Stadt verbrauchen könnten und wie gut dieser Bedarf aktuell gedeckt ist. Außerdem wird angezeigt, wie hoch derzeit die Zugnutzung bei Fracht, Passagieren und Post ist. Darunter wird angezeigt, wie viele Passagiere und wie viel Post derzeit auf einen Transport warten und wie viel pro Woche dazukommt. Dabei ist wichtig zu wissen, diese Expressgüter warten nicht ewig. Beispielsweise werden Reisende nach einigen Tagen Wartezeit nach und nach ihre Reise aufgeben oder sich nach einem anderen Transportweg umsehen. Für Post gilt das Gleiche. Wenn du also möglichst viele Expressgüter nach San Francisco transportieren möchtest, so sollte alle 5 bis 10 Tage ein Zug in Sacramento abfahren. Deine bisherige Zuglinie hat aber nur einen Zug und erreicht Sacramento nur alle 15 bis 20 Tage. Du musst also einen weiteren Zug einsetzen. Ja, Doch auch logisch. diese Strecke bietet keine Ausweichmöglichkeiten für mehrere Züge. Das sollst du nun ändern. Diesmal aber mit einer anderen Methode als vorhin. Öffne dazu den Gleisbaumodus und errichte eine Strecke von Gleis 2 in Sacramento bis Gleis 2 in San Francisco. Du wirst sehen, dass dieses Gleis automatisch als Parallelgleis geplant wird Okay. und daher sehr günstig ist. Also von hier nach, wo haben wir? Ah, hier. Nach hier. Okay, Baum. 2 parallele Gleise helfen aber noch nicht. Wir müssen sie noch miteinander verbinden. Hierfür gibt es eine sehr praktische Methode. Der Weichenkopf. Mit ihm kannst du parallele Gleise vor Bahnhöfen miteinander verbinden. Wähle den Weichenkopf an und errichte einen Weichenkopf vor Sacramento und San Francisco. Aha. Was soll das bringen? Bestens. Nun lege für die beiden Parallelgleise unterschiedliche Richtungen fest, damit die Züge sich ausweichen können. Wähle wieder den Modus Gleisrichtung an und lege für die beiden Gleise unterschiedliche Richtungen fest, indem du die Gleisabschnitte anwählst. Ausgezeichnet. Durch das Setzen von Fahrtrichtungen wurden auch hier wieder alle Signale automatisch erstellt. Jetzt ist deine Strecke auch bereit für weitere Züge. Schließe den Gleisbaumodus und wähle die Zuglinie von Sacramento nach San Francisco an. Wie mache ich Das das? kannst du auf verschiedene Weise machen. Aha, erklärst du Zum mir das einen jetzt? kannst du einfach den Zug anwählen, der zwischen den beiden Städten unterwegs ist. Mach das mal. Du kannst alle deine Zuglinien auch einfach durchschalten. Versuche das auch mal. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Wähle einmal ein Gleis zwischen San Francisco und Sacramento an. Dann öffnet sich nämlich links eine Liste aller Zuglinien, die dieses Gleis verwenden. Über diese Liste kannst du die gewünschte Zuglinie auch einfach anwählen. Nun wähle Bearbeiten der Zuglinie aus und erhöhe die Anzahl der Züge auf 2. Die Kosten, die dabei entstehen, sind für die Lokomotive, die neu gekauft werden muss. Die Waggons kosten dich glücklicherweise nichts. Das Schwein. Bestätige die Kosten, damit der zweite Zug angeschafft werden kann und schließe dann den Modus. Perfekt! Schau dir doch mal genau den Bahnhof und den Weichenkopf in Sacramento an. Der neue Zug kann sofort entstehen, denn dank des Weichenkopfes stehen der Zuglinie beide Gleise zur Verfügung. Der Weichenkopf ist nämlich mehr als nur eine Kreuzweiche. Während ein Zug bei einer Kreuzweiche immer den kürzesten Weg wählt, werden am Weichenkopf freie Gleise am Bahnhof bevorzugt. Du kannst Weichenköpfe an allen parallelen Gleisen vor einem Bahnhof platzieren, wenn genügend Platz zur Verfügung steht. Denn je mehr Gleise verbunden werden sollen, desto länger ist der Weichenkopf. Da ein Weichenkopf immer nur von einem Zug befahren werden kann, würde ich dir nicht empfehlen, mehr als 4 parallele Gleise zu verbinden. Warten wir nun auf den Zug. Wo? Welcher? Also einer ist da unterwegs. Wo ist der andere? Wann kommt der?
Auf welchen Zug muss ich warten? Ah, hier kommt der Zug. Das ist der mit dem Fleisch, ja. Und jetzt? Ah, jetzt kommt der Fang. Das geht so lang. Das geht ja ewig. Und dann kommt einfach so aus dem Nichts raus. Schon ist der neue Zug unterwegs. Hier oben wird übrigens die Zugnummer des Zuges angezeigt, den du aktuell betrachtest. Der nimmt ja nichts mit, der Schalte fährt ja die leer. Züge deiner Zuglinie einmal durch. Das ist praktisch, wenn du beispielsweise sehen willst, was die einzelnen Züge geladen haben. Und damit endet diese Lektion. Okay. Du weißt nun, wie du Weichen, Ausweichgleise, Parallelgleise, Gleisrichtungen und Weichenköpfe erstellen kannst. Mhm. Damit kannst du bereits jedes noch so komplexe Gleissystem erstellen. Das kann ich ja. Weitere Objekte wie Kreuzungen wirst du beim Bau von Gleisen selbst herausfinden. Schon. Das ist schon ein paar Mal gut. He? Wir haben schließlich schon 32 Minuten an dem Video gemacht. Dann gehen wir mal zum Hauptmenü. So. Okay. Danke mal fürs Zuschauen. Merci vielmals.